Liebe Kollegen, liebe Brüder, liebe Schwester, wir danken den allmächtigen Gott für diesen wunderschönen Tag. Es ist wieder Zeit, wieder was von Gott zu hören. Heute der Herr, Gott, möchte, dass ich mit euch über ausschweifendes Leben rede. Und zwar, was verstehen wir unter ausschweifendes Leben? Oder was ist deine Meinung? Es bedeutet Maßlosigkeit in sexueller Hinsicht, meine ich. Oder die werden sagen, sonstige Genüssen. Viele werden auch sagen, Exzess, Liederlichkeit, Sittenlosigkeit und Todsünde. Ausschweifung ist verrückte Partys und wilde Nächte, normalerweise von Alkohol begleitet. Hierzu haben wir Bibelverse dazu. Markus 7, 20 bis 23 und Galater 5, 19 und Römer 13, 13, Epheser 4, Abvers 19 bis 23, 1. Petrus 4, Abvers 1 bis 4. Ihr Lieben, das wir jetzt hören wollen, das Wort oder das Leben, was du gerade führst, vergleiche mal mit der Bibel, auch mit diesen Bibelversen. Wir werden ja gleich sehen. Gott möchte, dass du ein gerechtes, gutes Leben führst. Und nicht irgendein Leben, wie es dir passt oder wie du es möchtest. Das Wort kommt nicht von mir, sondern kommt von dem allmächtigen Gott. Er möchte dich retten. Er möchte, dass du ein gutes Leben führst. Und wenn du stirbst, damit du mit deiner Seele zu Gott gehen kannst. Ansonsten erwartet auf dich die Hölle. Ein ausschweifendes Leben zu führen, ist zwar nicht einfach, aber mit Gottes Hilfe schaffst du das. Kinder fangen an, während sie Kinder sind. Die werden von schlechten Eltern beauftragt oder die werden so erzogen. Und wenn die groß sind, dann machen sie weiter. Ein ausschweifendes Leben kommt von Satan. Der Meister ist Satan oder einen Dämon. Und dann verteilt er an den Menschen. Darum, wenn du mit Gott gehst oder mit Gott wandelst, dann dieser Geist oder dieser Dämon, der hat keinen Zugang in dir hinein zu wohnen. Darum, ihr Lieben, das, was jetzt zu euch kommt, bitte, 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 ich bitte euch, höre darauf, handle danach, achte darauf, jeden Tag, lese bitte die Bibel und nachhandeln. Ansonsten, automatisch, hast du ein ausschweifendes Leben. Möchtest du gerne mit Kollegen, mit Freunden das Leben so genießen, wie es dir passt. Aber auf der anderen Seite ist es nicht, wie dir passt, sondern wie dem Teufel passt, wie der Teufel so haben möchte. Darum, ihr Lieben, bitte, 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 dreh deinen Rücken zu der Welt und zeige dein Gesicht zu Gott. Jesus Christus steht vor deiner Herzenstür. Er möchte dich retten. Er sagte, worin du jetzt befindest, dreh dich um. Komm zu ihm. Höre auf mit einem ausschweifendes Leben. Lebe ein fachgerechtes Leben. Ein gutes Gericht, was die Bibel anspricht. Oder was die Bibel anpasst. Ansonsten, es wird dir wehtun und leid tun. Okay, wir wollen ja gucken im Einzelnen,
was wir über Ausschweifung reden oder erzählen können. Oder was daraus lernen kannst. Woher, warum, wieso, weshalb, wann. Wenn nicht, wollen wir alles im Einzelnen angucken. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Amen. Was ist ausschweifendes Leben? Was ist ausschweifendes Leben? Die Gruppe A sagt, Maßlosigkeit in sexueller Hinsicht oder sonstigen Genüssen. Die Gruppe B sagt, Exzess, Liederlichkeit, Sittenlosigkeit, Todsünde in Nächte. Die Gruppe C sagt, ein ausschweifendes Leben ist zum Beispiel verrückte Partys und wilde Nächte in Begleitung von Alkohol. Wer sagt uns, dass wir ausschweifendes Leben nicht führen sollen? A. Gott der Allmächtige, Gruppe B, Gott unser Schöpfer, Gruppe C, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir lesen im Markus Evangelium Kapitel 7, 20 bis 23. Hier steht, aber das fuhr er fort, was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl und Mord, Ehebruch, Habsucht und Niedertracht, Betrug, Ausschweifung und Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All das kommt aus dem Inneren des Menschen und macht ihn unrein. Nun, die Frage ist, worüber wird gesprochen? Über ein neues Leben. Nun, die Gruppe A sagt, wir reden über ein ausschweifendes Leben. Gruppe B sagt, wir reden darüber, dass wir Christen statt ein ausschweifendes Leben ein gutes Leben führen soll. Die Gruppe C sagt, wir reden über ein Leben, das dem Herrn nicht gefällt. Lasst uns mal Bibelvers dazu lesen. 1. Petrus Kapitel 4, 1 bis 3. Ein neues Leben. Christus also hat gelitten, und zwar körperlich. Darum rüstet auch ihr euch mit seiner Gesinnung aus, wenn ihr seinetwegen leiden müsst. Denn wer einmal wegen Christus körperlich zu leiden hatte, in dem ist die Sünde abgestorben, und er wird sich für den Rest seines Lebens in dieser Welt nicht mehr von menschlichen Leidenschaften fortreißen lassen, sondern nur noch tun, was Gott will. Vers 3. Ihr habt euch ja lange genug an dem Treiben der Menschen beteiligt, die Gott nicht kennen. Ihr habt euch hemmungsloser Gier und Ausschweifung hingegeben, habt an Wüsten, Fressen und Saufgeladen teilgenommen und an einem abscheulichen Götzendienst. Die vierte Frage fragt uns, wie kommt eine Person raus aus dem Leben Ausschweifung? Die Gruppe A sagt, durch Gebete mit Gottes Geist. Gruppe B sagt, durch Anweisungen von Ältesten und Kirchenmitgliedern. C, durch Bibellesen und tun, was da drin steht. Hierzu lesen wir im Epheserbrief Kapitel 4, 19 bis 24. Aus ihrer inneren Lehre heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unsättlicher Habgier. 20. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört. Ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühe Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die trügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist.
Nun, lass uns mal die 5. Frage angucken. Die fragt, woher kommt ein ausschweifendes Leben? Die Gruppe A sagt, kommt von Satan. Die Gruppe B sagt, kommt von Satan auf falsche Freunde. Die C sagt, von Satan auf schlechten Eltern. Lass uns mal dazu einen Bibelvers lesen. Lass uns mal bitte Johannes 10, Vers 10 mal lesen. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Das heißt, dein ausschweifendes Leben, was du gerade führst, steht da als der Dieb und hat dich schon gefangen und bringt dich ins Verderben. Komm also bitte daraus. Mit Gebet und Gottes Hilfe schaffst du das. Bleib nicht da liegen. Du schaffst das. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit Gottes Kraft, Gottes heiliger Kraft kommst du aus diesen Gefangenschaft raus. Amen. Was fragt uns die Frage Nummer 6? Ab wann kommt ausschweifendes Leben? Ab wann kommt ausschweifendes Leben? Gruppe A sagt, in Wirklichkeit ist ein Kind damit geboren worden. Gruppe B sagt, wenn das Kind mit falschen Eltern wächst. Gruppe C ist in der Meinung, wenn die Person im Alter von 14 Jahren ist. Vielleicht verstehst du das nicht, wenn die Gruppe A sagt, in Wirklichkeit ist ein Kind damit geboren worden. Ja, ist geistlich gemeint. Wenn das Baby im Mutterleib ist oder im Magen der Mutter ist und spirituell, der Teufel fügt ein ausschweifendes Leben in das Kind hinein und wenn das Kind damit wächst, dann fängt es damit an und kommt zu falschen Freunden und dann geht es los. Damit meinte ich das. Lass uns mal dazu Bibelvers lesen. Oder, guck mal, die zweite Frage kommt von den schlechten Eltern. Wenn die Eltern das Kind biblisch nicht erzieht, dann kommt das Leben ausschweifend oder der Geist ausschweifendes Leben in das Kind hinein und es wächst damit auf. Und dann geht es los mit falschen Freunden. Wir lesen in der Bibel, gute Nachricht, im Epheserbrief Kapitel 6, 1 bis 4. Kinder und Eltern. Die Überschrift heißt Kinder und Eltern. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es der Gemeinschaft mit dem Herrn entspricht. Denn so ist es recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist das erste und grundlegende der Gebote, die das Verhalten der Menschen untereinander betreffen. Darum folgt ihm auch eine Zusage, dann wird es dir gut ergehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden. Erzieht sie mit Wort und Tat, so wie es dem Herrn gemäß ist. Amen. Die letzte Frage fragt uns, warum ist ein ausschweifendes Leben nicht gut? Warum ist ein ausschweifendes Leben nicht gut? Die Gruppe A sagt, weil Gottes Wort es sagt. Die Gruppe B sagt, weil es damit zum schlechten Lebensstil führt. Und die Gruppe C meint, weil es damit zum Schluss zur Hölle ewiges Feuer führt. Das stimmt. Wir wollen Bibelvers dazu lesen in Offenbarung Kapitel 21 ab Vers 8. Offenbarung Kapitel 21 ab Vers 8. Es lässt sich lesen, aber die Feiglinge und Treulosen, die Abgefallenen, Mörder und Ehebrecher, die Zauberer, die Götzenanbeter und alle, die sich nicht an die Wahrheit hielten, finden ihren Platz in dem See von brennendem Schwefel. Das ist der zweite, der endgültige Tod. Also damit will ich sagen, oder die Bibel erklärt hier, dass die Leute, die nicht daran glauben, dass ein ausschweifendes Leben, solche Leute, sie
die gehen in den Tod, die gehen in den Abgrund, die gehen für immer verloren, die werden in den Feuersee geworfen. Bitte, mein Lieber, komm da raus, bevor es zu spät ist. Komm da raus, du hast noch eine Chance. Solange du noch auf der Erde lebst, du kannst dich ändern. Der Herr kann dich rausziehen. Nur du musst dein Leben ihm widmen. Du musst dein Leben geben. Du musst aus der Matsche rauskommen. Du sagst, Herr, hilf mir. Mit eigener Kraft schaffst du das nicht. Immer Bibel lesen, immer die Stimme von Gott hören. Es ist einfach. Gott spricht mit dir. Gott sagt, komm da raus. Und dann sagst du, Herr, bitte gib mir die Kraft dazu. Ansonsten, wenn du stirbst, dann landest du in dem Feuersee. Und das wollen wir nicht. Darum vermeidet es, bevor es zu spät ist. Komm bitte, lieber Mann, liebe Frau, mein Freund, meine Freundin, bitte komm da raus, bevor es zu spät ist. Ich danke dir. Ich preise dich. Ich preise den allmächtigen Gott auch, dass du mir die Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und mir zugehört hast. Und bitte lass uns nochmal hören. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Thema. Amen. Ich bete zum Schluss. Lieber Gott, ich preise dich, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für deine Lehre. Herr, die Leute, die es nicht schaffen, ich bitte dich, dass du denen Kraft gibst, damit die wirklich rauskommen. Die Leute, die jetzt ausschweifende Leben führen, bitte, zieht sie da raus. Die schaffen das wirklich nicht aus eigener Kraft. Ich bitte dich, lieber Gott, ich preise dich, danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Im Namen Christus. Amen. Wiederhören.